Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. Und genau, ich bin jetzt gerade noch beim Strassenverkehrsamt gewesen, weil ich anscheinend habe ich mich richtig informiert, und zwar, wenn man Nummern deponiert, das kann man auch dort im Briefkasten schmeißen, in oder außen im Strassenverkehr vom Büro, dann spart man die Versicherungsgebühren der Zeit, wo man Nummern deponiert hat. Wenn man sie wieder holen will, dann muss man einfach 2 bis 3 Tage vorne anrufen, dass sie die Nummern von Zürich her, vom Lager her, wieder holen. Genau. Und dann fahr doch. Und genau, habe ich das gemacht. Dann habe ich gedacht, ich gehe noch schnell einen Experten fragen, ob ich fahren gehen, obwohl es jetzt ja eigentlich nicht erlaubt ist, ob ich auf den Übungsplatz gehen, weil jetzt ja Pause ist, oder? Und er kann auch eine Testprüfung hat oder irgendwas. Und dann hat er gemeint, habe ich gerade den Chef getroffen, habe ich gefragt, und er hat gemeint, nein, sei ich ja angeschrieben im Internet, nur am Abend oder in gewissen Zeiten. Er hat jetzt mega lieb reagiert, vielleicht wenn ich ihn nochmal lieb gefragt hätte oder so, wenn er gesagt hätte, ich sei jetzt schon da und so, vielleicht hätte er ja gesagt, keine Ahnung. Ich habe aber die Antwort akzeptiert und dann bin ich kurz zum Parkplatz zum TÜV zugegangen, und dann ist ein der gefragt, ob ich die Prüfung bestanden habe. Ich habe gesagt, ich habe nur die Nummer deponiert vom Auto. Und er hat gemeint, okay, wenn ich sie habe, habe ich gesagt, ich habe eine Mittwochprüfung, dann hat er gemeint, okay, er hat sie jetzt. Und ich habe schon letzte Woche die Prüfung nicht bestanden. Und alle, das sehe ich genauso, alle sagen, der Fahrlehrer, alle sagen, ja, du schaffst es, du machst es wirklich tipptopp, den Parkour, aber wenn der Experte zuschaut, probierst alles zu geben und machst einen Fehler. Und wenn der Experte dann noch dazu sagt, du schaffst es nicht oder du bist unsicher, dann ist das Gefühl sowieso, also dann ist vorbei, oder? Und genau, ich habe die Prüfung nächsten Mittwoch und jetzt mal schauen, ob ich mich anhalten kann. Und zwar, wenn du an die Prüfung gehst, dann musst du ja, Moment, so schnell schauen, dass ich da irgendwo reinfahren kann rechts, um euch etwas zu zeigen. Wenn du an die Prüfung gehst und du die Prüfung hast, dann musst du warten bei den Parkplätzen, wo die Autoprüfung ist. Und dann dort der Experte zuerst den TÜV-Test, also schaut, ob Blinken geht, ob Licht geht, ob Bremsen geht, vorne, hinten, das Licht von der Bremse, also eigentlich das Licht von der Bremse, nicht die Bremse selber. Und schaut, ob du genug Profil drauf hast. Und wie ich schon, wahrscheinlich beim ersten Mal schon ziemlich wenig Profil hatte und beim zweiten Mal sowieso zu wenig. Wenn ich so oder so neue Pneu brauche, habe ich mir Pneu gekauft und habe die drauf machen lassen. Habe aber im gleichen Atemzug noch Service machen lassen und wir haben gesehen, dass die Bremsen hinten, vorne ist es noch in der Toleranz, aber hinten sind sie total unten gewesen. Haben wir das auch alles gemacht. Oder? Ich bin eigentlich kein Fan von so Sachen vor der Saison zu machen, oder? Also überhaupt würde ich das lieber nach der Saison gemacht, aber Moment, ich will schnell anhalten. Aber ich habe gefunden, wenn ich jetzt schon Pneu Muni mache, sonst würde ich gar nicht mehr angenommen haben für die Prüfung, und sagte, da kannst du gerade wieder gehen, oder? Dann habe ich gefunden, dann Bremse Muni auch machen, weil ich weiss nicht, ob die Bremse dann auch sieht. Und dann habe ich gefunden, komm, Service auch, obwohl ich eben finde, Service sollte man eigentlich vor der Saison machen, nicht Ende der Saison, also dass ich jetzt halt die dürften nie gewinnt habe. Genau. Und schau mal, wie tief sie ist. Das war wirklich auf dem Minimum, oder? Das war auf dem Minimum, hinten und vorne auch. Und da habe ich hin und vorne neu. Vorne 80 Stutz für den Pneu, hinten 100. Ich tue euch dann noch verlinken, von wo ich die Pneu habe. Weil ich habe die bestellt, wie Mazda dazu mal auch, und ich neue Pneu gebraucht habe. Ich habe das bestellt, weil ich glaube, du sparst schon den 1 oder anderen Franken, wenn du es bestellst und nicht von der Garage bestellen lässt. Weil es ist auch so teuer und da hast du 180 Stutz für 2 Pneu. Ich
habe mir zwar teurer vorgestellt, ganz ehrlich. Ich habe gedacht, vielleicht kostet schon 200 Stutz. Aber ist eigentlich genug teuer und das Draufmachen ist ja noch nicht dabei. Und jetzt muss ich einfach aufpassen, weil ich neue Bremsklötze drauf habe, neue Pneu, weil das Wetter nicht mehr wirklich sexy ist zum fahren, dass ich ein bisschen aufpasse mit dem Ganzen, wegen dem Wegrutschen. Genau. Und ich muss schauen, wenn ich das übe mit der Spurgas. Ich habe das die letzten paar Mal nur noch so gemacht mit der Spurgas, dass ich habe es tatsächlich gemacht, dass ich Gas gekuppelt habe, dass die Kette immer auf Spannung ist und dass ich bremst habe. Aber mit dem Bremsen musst du aufpassen, weil ich kann mir vorstellen, dass ich zeitweise ziemlich reingelangt habe in die Hinterbremse. Und ich weiss nicht, ob die da oben so runtergefickt war jetzt. Oder ja. Man muss auch ein bisschen schauen. Oder? Ein bisschen darauf achten, auf die Hinterbremse. Aber ich muss sagen, seit ich Fahrstunden nehme, seit ich Fahrstunden habe, bremse ich mit beiden Bremsen, weil das so mir beigebracht wurde und überwiegend mit der Hinterbremse. Sonst habe ich mit der Vorderbremse gemacht, weil es einfach ist so. Und statt den Fuß nochmal runterzunehmen, aber das ist eine Gewöhnungssache. Und ja, genau. So viel zu dem. Ich würde mal sagen, das Video ist vielleicht ein bisschen kürzer, aber auch mal nicht schlimm. Dann würde ich sagen, wäre es das gewesen. Bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro 94. Ciao miteinander.